Dit is dat zesde programma, Dee Offizia, wat van Üetsautz rein wort. Hun redner is Johan Dyck. Vandaag gaan we verder naar een ganz ander beeld im Oude Testament. Gott deed zich im Oude Testament besonders met het volk Israël aufgeven. Viele Juden dachten, Gott hadde an erwählt, weil sie beter wären als die andere Völker rundherum. Dat wie aber nicht Gott seine Meinung. Gott will ein Volk, wat am Wort gehorsam zijn, en die hij zijn Wort anvertrouwen kann. Dit Volk soll dann ein Licht sein für die Heidenvölker rundherum Israel. Dit beweist, dat Gott ein Leiftoll getort hat für jeder einen, auf ein Heid oder ein Jud, wann sie sich in Büße nur amdrehen. Dat is uns vielleicht nicht so bekannt, dat Gott auch im Alten Testament wohl alle Menschen mit sein Heil beschenken. Aber dat ist so. Horche mal nur seine wunderbare Anladung in Jesaja 55, 6-9. Da sagt der Herr durch Jesaja dit: Siegt den Herrn, solang hij te vingen is. Raubt am an, solang hij dicht bij is. Lot den Gottlosen seinen Weg verloten, in de Eierrechter seine Gedanken, dat sich zum Herrn bekehrt. So wordt sich even am erbarmen, en zu unseren Gott, wils bei am ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht jene Gedanken, en jene Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr. Aber so viel aus der Himmel hecher ist aus der Erde, so sind auch meine Wege hecher aus jene Wege, in meine Gedanken aus jene Gedanken. Vandaar wo wir zijn, wo een heidnischer Offizier en een syrische Armee dit deutlich wordt. Onze Geschichte für vandaag fing wir in 2. Könige, Kapitel 5, 1-14. Diese Geschichte handelt sich über einen Mann, der heißt Naaman. Aber ehe wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, weil wir uns den Hintergrund zu dieser Geschichte verführen. Was wird das geschichtliche Hintergrund? Diese Geschichte fing wie in der Zeit, wat lang nur David und Salomo war. In ihrer Zeit war Israel noch ein Volk mit einer Regierung. Das hat sich in den Jahren nachher alle geändert. Das Land Israel wird nu in 2 gespult. Das Noordrijk, wat von 10 Stammen abgemerkt wird, heißt nu Israel. In de südlichste 2 Stammen ram Jerusalem ram, worden Juda genannt. Dat Noordrijk wie meistens gottlos en had immer gottlose Könige, nicht einer wat gottesfürchtig wir. All ihre Könige über die Jahrhunderte waren gottlos. Juda hat einstmal bekehrte Könige, aber geistlich wird das doch nicht viel besser. Gott raubt Israel auch Juda immer weiter trägt sich, in der Weg, wo er dort deid wir, gewöhnlich durch seine Propheten. Er schickt an einen Prophet nur den anderen. Wir fingen dort gewöhnlich halb dort nicht viel, wann diese Propheten noch proben, Israel trägt zu bringen nur Gott. Der Prophet, wat zu dieser Zeit in Israel arbeiten deid, war Elisa. Das wäre die Nachfolger von Elia, von dem wir letzte Werk reden. Zu dieser Zeit wird das Land Syrien feindlich gesonnen gegen Israel. Da wir al 14 Kriege warst zwischen diese beiden Völker. Einstmal wurden dann Menschen verschleppt und als Sklaven gebracht. Und so kommen wir dann nur den Mann in unsere vandaagse Geschichte. Sie nomen wir Naaman. Wer wird das Mann? Er wie ein wichtiger Hauptmann in der syrischen Armee. In 2. Könige, Kapitel 5, Vers 1 lesen wir: Naaman wie ein höherer Offizier für den König von Syrien. Er wie ein vertraulicher Mann und wird von seinen Meister sehr hochgehalten und hochgeacht, wils durch am gab der Herr Syrien den Sieg. Wir können uns sehr gut vorstellen, wieviel wird des Mann gewast wir. Wils dort, wat hij seht und dort, wat hij befehlen deed, gleckt gewöhnlich immer. Des Mann kann alles kommandieren, bloß nicht seine Gesundheit. Wils des Vers geht wieder und sagt, en hij wir Üetsautz sich. Wat wir Üetsautz?
En waarom wird het zo'n schlimme Krankheit? De Üetsautz ist eine Krankheit an der Huid. Dat fängt mit ne kleine witte oder gräve Stede an, en dann fragt sich dat immer wieder. Meistens schrift. En für Üetsautzige Menschen wie gewöhnlich keine Hoffnung. Gewöhnlich worden so ne Menschen rütgestarrt, en die mussten anders werden wohnen als thuis bei ihrer Familie. Hier bei Neumann wird dat noch nicht so, wie sei so'n wichtiger en uitgetekender Mann wir. Doorwegen hat aber doch nicht Hoffnung, dat kon geheilt worden, wils diese Krankheit wird am zuletzt sein Leben nehmen. Krieg aber Hoffnung von dort, wo niemals gedacht hat. Seine Kirche. Dit wie ne kleine jüdische Mejal, wat an sein Hus als Sklavin dienen deed. Dit Mejaltje wie verslapt worden, van Banden von syrische Soldaten von Tiet zu Tiet Israel angreifen. Dit Mejaltje moet dat eigenlijk gehad han, dat zij metgeslapt wordt. En ik denk bloos, wo schlecht ihre Eltern in Israel dat gegonen haft, als dat Mejaltje was weer. Dit Mejaltje wie aber ziemlich klug. Sie wisst von Elia, wann sie auch seinen Namen nicht sagt. Sie redet hier bloß von einem Prophet. Dit ist ziemlich besonders von ihr, wie es zu der Zeit, wie Israel allgemein sehr gottlos. Naaman hat vielleicht langträge Hoffnung verloren, dort am kon geholpen worden. Wofür hat er sich nicht verschiedene Medizin kommen lassen oder verschiedene Salve geprüft? Alles hat nicht geholpen. Er hat al viel verdoktert, und jeder Doktor hat scheinbar in anderen Rot, aber das hat auch nicht geholpen. Dit Mejaltje seht nu zu Naaman seine Frau so. Ach, dat mein Herr doch beim Prophet in Samarien wir. Der wird am von seinen Üetsautz freimachen. Dat ist ziemlich bemerkenswert, dat dit Mejaltje een sehr großen Glauben hat, dat Gott Elisa dort gebrochen wird, am frei zu merken, wils bat dann Elisa noch keinen Üetsautschen frei gemerkt hat. Aber dit Mejaltje glaubt dat ganz fast, dat dat wird. Und dann sagt het wieder, dann ging Naaman nen, num Kenning von Syrien en seed, so und so haft het Mejaltje uit Israel gesagt. Hier wir nu ne ganz andere Hoffnung. Hij hat nie Last gekregen, noch einmal zu proben, gesund zu worden. Das nächste, was wir sehen, ist, Naaman geht noch halb sieken. Die Kenning von Syrien wird damit einverstanden. Hij will auf keinen Weg seinen besten Offizier verlieren. Wenn Syrien auch meistens mit Israel im Streit wir, in der Vierken Krieg wir hij kurzweilig Naaman in diesem zu helfen. Hij sagt, go doorheen. Ik word im Kenning von Israel für die in Brief schreiben. Dann ging Naaman en nam 10 Talente selber, en 6000 Goldstecher, en 10 Salz diere Kleidung mit sich, en bracht dem Kenning von Israel den Brief. En doorheen stond so, wenn dis Brief nur die kommt, dann weit, dat ik meinen Knecht Naaman nur die geschickt hab, dat du am von seinen Üetsautz freimerkst. Wat bedient dit alles? Dit bedient, dat hij 750 Pfund Silber en 150 Pfund Gold mitnahm en dan nog 10 verschiedene Sorten Kleider. Hij dacht, hij would sich die Gesundheit scheipen können. Ist dat verkennig auch so, wie uns Menschen? Dat ist ein Fehler, wat viele merken, die anfangen Herrn zu suchen. Sie leben, sie können sich dat Heil scheipen. Ich denk hier an dat, wat sehr verken passiert. Menschen nehmen Geld und gehen Priester und betonen am Dia, wie sie wollen geholpen sein. Und nicht bloß gesund zu werden. Viele Menschen wollen geistlich geholpen sein. Sie wollen Frieden haben und erhorten, und sie leben, sie können das betonen. Das geht aber nicht. Wir sehen dort hier bei Naaman und bei dem Kenning von Syrien viel Unverständnis wir. Jo, Naaman ging direkt zum Kenning von Israel. Er hat es scheinbar nicht bemerkt, dass es Mejaltje gesagt hat, Prophet kann am helfen.
Ein tweeder Fehler, wat siegen de Werken merken is, sie leben dat bloß höhere und angesehene Personen anhalten können. Je weinig gingen sie nur ein Priester, hier gingen sie um Tjenning. Aber wat passiert, als hij um Tjenning Joram von Israel kam? Die wurde durch sehr abgerecht, dat des höchste Soldat von Syrien von ihm dat Armeeje verlangt. Hij leeft die zocht bloß ne Gelegenheit am einen nieuwen Krieg neem te tragen. En zo lezen we in 2 Könige, Kapitel 4, Vers 7, als de koning van Israel den brief gelezen had, tereit hij zijn kleider en zeid, zie ik God, dat ik sterven lot, ook levendig merken kan, dat einer van mij verlangt, ik zal een man van Üetsautz vrijmerken? Sei doch einmal, die zie ik bloß, wo hij met mij een strijd aanvangen kan. Als die koning Joram weer ganz verbluft, hij weer dergenander, dat irgendwer so wat van hem verlangen kon. Wils van irgendwem te verlangen, vom Üetsautz te heilen, wie eine Armeilichkeit. Ist het nicht interessant, dat de koning van Israel, die nicht einmal an Gott geloven deed, hier toegeven moest, dat bloos Gott heilen kan? Hij roopt ook nicht einmal Elisa, en hij wist je dat dat een profeet weer. Einer moet einstmal staunen, die Blindheit von Menschen, en besonders von hochgestalten Menschen. Aber das nächste hier wie, dat Elisa dat al geheerd had, dat de koning van Israel sich die Kleider te reten had, wie es dat sagt, als über Elisa, de Mann Gottes hierd, dat de koning sich die Kleider te reten had, schickt hij en leidt am Seien, waarom hast du die Kleider te reten? Hij zal naar mij komen, dan wordt hij antwoorden dat du een profeet in Israël is. Für Elisa wird dit eine wunderbare Gelegenheit, te bewijzen dat Gott am geschickt hat. En so kommt dat ram. Naaman kam schließlich nur der rechte Stehen. Hij stund für Elisa seine Idee. Ich denk, hij fällt sich sehr angeschmiert vom israelischen Koning. Sie hadden doch gedacht, die wird weiten, wo er soll hingehen. Aber der Koning had nicht einmal gewusst. Bloß dann, als Elisa in Bouten schicken deed, wist hij, wo er hingehen soll. Hij wie meid, hij wie geries von den langen Stoffchen Weg ab seinen Wehren von Damaskus. Thuis deed sich jeder einer für am verbecken, hij wie ein angesehener Mann, aber hier stund hij nu für der, en ik denk, hij wie ziemlich nervös. Dat nächste mat für Naaman ziemlich wunderlich was sein. Wat passiert? Wir lesen dort in Vers 10. Dann schickt Elisa seinen Knecht Noam en zeid, Go han en wasch die 7-mal im Jordan, so wordt deine Hüt wieder gesund en du wirst rein worden. Wat denk je van zo'n? Elisa kam nicht einmal nur der. Diesen höheren Mann kam hij nicht einmal begreifen. Hij gaf hem keine Anerkennung. Alles wat hij deed is, hij schickt seinen Knecht uit. En dat wie eine ganz karte Botschaft, wat hij hem te zeggen had. Dan lezen we dat Naaman dol wordt. Würde der Prophet nicht einmal uitkomen, am als wichtiger Mann te begreifen? Würde hij nicht einmal even aanbeden, oder wat uitspreken, dat hij wordt plötzlich gesund zijn? Nee, nichts van so wat. En hier zijn we den dritten Fehler, wat viele zeekende Menschen merken. Sie wollen geholpen worden, aber op ihren Weg, en gewöhnlich von Menschen. Sie leben Menschen kennen anhelpen. Aber das ist nicht so. Einst wollen Help haben, aber nicht, wenn sie auf einmal das Aule verloten mussten. Sie stellen sich wat vor, so wollen sie geholpen sein und nicht anders. Das schafft aber nicht so. Viele wollen Help haben, aber auf ihren eigenen Weg. Wenn wir von Gott Help haben wollen, dann muss wir bereit sein, Gott seinen Weg zu gehen. Und wat wir Gott seinen Weg? Naaman soll sich am Jordan Rifa 7-mal boden, aber dort wie Naaman tau stolz. Hij seht je,
Zijn ich die riefers Abama en Farpar bij Damaskus beter als irgendein Riefer in Israel? Kon ik mij niet doorwaschen en rein worden? En hij dreht zich om en hij ging dol weg. Dit is dat beeld van ons Menschen, nicht wahr? Wir sieken nur Gott, wir mochten seine Halb haben, wir mochten gesund worden, ja, wir mochten innerlich auch gesund worden, wir mochten uns bekehren, aber auf unseren Weg, nicht auf Gott seinen Weg. Den haben wir nicht verstanden, der ist uns nicht gut. Und so wird es hier. Und wenn es dann nicht so geht, als wir wollen, da sind wir total dort zu tun, was Gott will, wir gehen lieber doll davon. So wird es hier mit Naaman. Aber die Geschichte dreht sich. Naaman wordt een demütiger Mann. En wo passiert dat? Jo, Naaman weer reid naar huis te voeren, aber seine Diener fangen an te bereden. Zij zeiden te hem, wann der Prophet die gevraagd had wat schworen te doen, wirst du dat niet gedaan haben? Woveel Eier sollst du dann dort doen, wat hij die sagt? Go wasch die doch, en du wirst rein sein. Zij bereden am. Jo, Naaman leidt sich bereden. Hij fuhr dann naar den Jordan, die wir ziemlich weit auf von Samarien, wo des Prophet wir. En ging nan. Einmal, noch nicht geholpen. Zweimal, noch nicht geholpen. 3, 4, 5, 6 Mal, en dat had noch nicht geholpen. Ik denk seine Diener zeiden, go doch noch einmal nan. Hij zeid 7 Mal. En ging het 7e Mal nan, en check mal door. Die plaken op seine Huid wieren weg. Die knubbels wieren weg. Seine Huid weer zo rein en zo fijn als de huid van een niet baby. Ik neem aan, de Naaman heeft opgeschreien uit vrede. Hij weer rein. Die onheilbare krankheid weer weg. Hij weer een nieuw mens. Met wat verwonderbaar grote vrede wordt Naaman zijn huis gevoeren naar zijn vrouw en naar dat mejaltje wat am diesen rood gegeven had. Wir leren von dieser Geschichte sehr viel. Wenn Naaman auch nicht alles verstehen kann, hij deed doch zu guter Letzt dort, was Gott am gesagt hat, durch seinen Prophet. Für uns sind hier 4 Lektionen in dieser Geschichte. Das erste, wir müssen erst selbst überzeugt sein, dass wir krank sind, ehe wir noch halb siegen. Wie Naaman wird das so. Hij wie überzeugt, dass krank wird, wie seine Krankheit von Büten zu sein wird. Wie viele erst das verstärken. Wir sind alle an Sünden krank, aber viele von uns wollen das nicht tauschstonen. Wir müssen das erst tauschstonen, dass wir krank sind, ehe wir können geholpen sein. Der zweite ist, was wir endlich die Wahrheit weiten, fingen wir auch nicht den Weg, wo wir können geholpen wollen. Naaman, auch die König von Syrien, wären durch ganz am Diestern, wo sie sollen hingehen. Sie gingen Rechten, sie gingen König von Israel. Nee, sie sollen Prophet gehen, wat mit Gott in Verbindung stund. Gehst du noch einmal Rechten? Du glaubst vielleicht, deine Kirche kann die helfen. Deine Kirche kann die nicht helfen. Menschen können die nicht helfen. Du musst nur Jesus gehen. Hij kann die helpen. Das dritte, was wir leren ist, wir müssen erst mit uns selbst eng sein, ehe wir bereit sind, Gott seinen Weg zu gehen. Naaman will das vorerst nicht tun. Hij dacht, hij hat selbst einen besseren Weg. Hij sagt, hij wird teruggehen nur die Riefers in Syrien sich durchboden. Aber das wird nicht geholfen haben. Hij moest erst zum eng kommen mit sich selbst. En seine Diener können am bereden. Jef doch deine Stoltheit ab. Dau doch dort Einfache, wat die gesagt wird. Und dann viertens, uns kann nicht geholfen worden, wat wir wirklich dort tun, wat Gott uns gesagt hat. Jesus sagte mal, wer nur mich kennt, den will ich nicht rütschmieten. Bist du all nur Jesus gekommen? Du hast nicht Üetsautz,
aber du hast Sünd. In die Sünd erstes Üetsautz willst du uns zu Gottelaats das Leben nimmt. Wir können aber rein worden. Jesus lädt uns an. Wir können uns bei ihm waschen gehen in sein Blut. Dann wo wir ganz rein sind in unsere Sündenweg. Wenn du das noch nicht getan hast, dann tu das doch nu gerotz. Wel wir beten. Herr Jesus, wenn du irgendwer ist, wat meine Stem von dir hielt, in die noch nicht angenommen habt, schenk, dass sie von dir nur die kommen. Lot an doch nur die kommen, in rein gewaschen worden. Ich bete dat in deinen Namen. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr auf dit Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Week. Op